Dankschein von der Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Geschrieben von Jimmy Evans, übersat und Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandel. Aufteilung 2, Kapitel 4. Dat Gesetz von Worven. En vereinigt sich mit seine Früh. 2. Mose 2, Vers 24. Hunderte Mal habe ich in meiner Office geseten, mit anschaffte Poren in Gehirn, wo einer oder beid so wat als dit zeden. Ich bleib oder arm bloß nicht mehr. Ich nehme an, wir haben einen Fehler gemacht, als wir uns befrieden. Wenn ich da wird hier, kann ich mitfeilen, wegen dat wir ein kriegshundige Feilen, wat ich in Kern uns untereinander utrechten, für die letzte Krise, wat passiert, als wir etliche Jahre befried wären. Vandaag ist dat für mich ein Kern schwer zu verstehen, wo wir jemals hadden so feilen konnt, wenn wir uns sich deep respektieren und sehr in Life sind. Aber wir können uns noch beide daran erinnern, wo dat wir, die aufgestammte Gefeile in Täuschung, wat uns bad durchbracht, dat wir uns untereinander diese schreckliche Wirt sehen. Wie weit noch nach Krieg wat verschreit wir nahmen, diese Sache tracht zu kriegen. Dieselbe Schritt haben uns gelehrt, wo wir starke und gesunde Gefeile von uns untereinander kriegen und erholen können, und auch wo wir eine scharfe romantische Kant in uns Verhältnis haben. Verstehen zu können, wo je deep in romantischen Life bleiben können und je ganzes befriedet leben, oder für die, wat die Life für den Partner verloren haben, wo sie die Life wahre Hand stahlen können, drehen wir uns noch einmal in 1. Mose 2, Vers 24 und 25. So als ich al vorher gesagt habe, diese Vers sind Gott seine erklärende allgemeine Wert, wat die grundlegende Gesetze von der Ehe in Kraft stellen. Nachdem dat hij gebaut unsere Eltern zu verloten, dat Band wat uns an der Eltern bunkt zu leisen oder not zu loten, und so uns einen Hanwies geeft für rechte Prioritäten an der Ehe, seht hij auch diese Wert, und vereinigt sich mit seiner Früh. 2. Mose 2, Vers 24. Krieg so, als dat wichtig wird, die bürgstoffliche Bedienung von dat hebräische Wort für verloten zu verstehen, so ist dat auch wichtig, dat wir dat Wort für vereinigt verstehen. Als Gott den Mann sieht, dat hij mit seiner Früh vereinigt worden soll, befahl hij, dat der Mann ivrig no gehen soll und kraftig an festholen soll für dat ewige Port von sein Leben. Ganz am Anfang hat Gott uns das Geheimnis von ein Leib blieben offenbart. Schaffen. Die Ehe schafft man dann, wenn du daran schaffst. Die Fehler, wat verursacht, dass eine Ehe anfängt draufzurutschen, ist nicht wegen Schaffen, aber wegen nicht daran geschafft wird. Jünt einander für selbstverständlich holen und versichern mit dat Schlädje in den Schwung von vergangenen Erinnerungen und Begebenheiten, durch das Leben zu kommen, verursacht eine negative Kraft, wat Verhältnisse mag überrascht klappen. Wenn ich ein paar sei, dass sie an ihrer Ehe waren schaffen mochten, dat ihre Ehe schaffen wird, weet ich, dass ich ein von ihrer diebsten romantischen Missverständnisse rütfader. Als wir dat rüt sein oder nicht, die meisten von uns glauben, dass wenn wir die rechte Person frieren, wird wir nicht an das Verhältnis schaffen brücken, um ein Leben zu bleiben. Das soll bloß passieren. Wir denken, dass wir alle Tag bloß sollen abweichen können und unseren Partner ankicken und Halleluja sagen. Dann verlangt uns du noch, Haar oder Früh Recht kennen zu lernen und mit der Person taub und den Sonnenuntergang zu fahren in uns ganzes Leben Frau zu leben. Das ist jedoch, wo das an die Films durchgestellt wird. Die meisten von uns waren Tauschstunden matten, dass wir deep beeindruckt worden sind von einer falschen und täuschenden Ansicht von Leib und Eheleben. Die gefallene Welt hat uns mit ihrem Begriff von Leib-Eiven und ein Leib-Seinen sehr stark beeinflusst. Aber hast du das einmal gemerkt, wo miserablich und unerfolgreich die an ihre eigenen persönlichen Verhältnisse sind, wo die täuschende Wege von Leib, Verkäufen und dramatisch durchstellen? Hollywood, die steht, wo das letzte Port von romantischen Täuschungen von vandagischer Zeit anfängt, ist verreten mit verbrochenen Verhältnissen in Twain gehorten. Wenn irgendwer die Autorität hat, uns zu sagen, was Leib ist, dann sind das sicher nicht die. Wenn Menschen mir sagen, dass sie nicht mehr in Leib sind oder nicht mehr mit ihrer Ehe wiedergehen wollen, frage ich diese Frage. Gefällt dir das nicht, dass du an dein Verhältnis mit deinen Partner schaffen musst? Nur einige Minuten von sich stiepern, wird eine Person gewöhnlich so das das sein. Na ja, ich sehe mir sicher, dass ich all für eine Zeit lang nicht so gut getan habe, als ich heute sollte.
Aber nu jankert mir all nicht einmal te verzekeren. Die halben te verstehen en hoe viele eieren anfangen te verbreken, denk je mal terug naar dat eerste Mal, wat du met deinen Partner spazierst. Wo sei proos die Arm oder Aar te beeindrucken? Wo viel Zeit brauchst, die körperlich reit te machen? Wo sei passt die ab, wanneer wie du brauchst? Wo viel Lebenskraft brauchst du, deinen en verzekeren Arm oder Aar te gefallen? Du weißt dat so gut als ik, dat wir ons dat je nek brauchen en ons verzekeren om zich te beeindrucken, op ons eerste top komen. Dit bewijst dat klar, dat het niet bloß einfach geht, wo wir gemaakt sind, wat dat maakt dat ons Verhältnis am Anfang so zufriedenstellend schafft. Door wir viel schwere Arbeit mit an. Eine Person schafft allgemein schwer an ein Verhältnis, wat hij oder zij sich daran sicher ist, dat hij en die andere Person ihre Leben sicher ist. Wann dat Verhältnis ihr sicher zu sein scheint, lässt man allgemein nur mit Anstrengung und nimmt dat Verhältnis für selbstverständlich. Des Zustand tekent den Anfang von dat ein, von der deibige Pfeile en starke Antrekkungskraft, wat den Anfang von dat Verhältnis kenntekenden, an. Bloß wenn je an datselbe Haus wohnen oder dieselbe Kinder oder Geldtasch haben, bedeutet dat noch gar nicht, dat je irgendein Gefühl haben für jenen Partner oder dat je ein starkes Verhältnis haben. Für dat ewige Part von jün Leben, musst du alle Tag an deine Ehe schaffen, dat die belohnend und gesund sein kann. Wann du abhierst mit te schaffen, wird die Ehe für jün abhieren te schaffen. In vielen Hinsichten ist dat mit der Ehe so, als mit den Muskeln im Körper. Wann wir ständig mit den Eiven waren an sich Körper stark und antreibend. Aber wenn wir rumliegen und nicht körperliche Übung machen, waren an sich Körper schwach und nicht antreibend. Je doller wir bloß rumliegen, je weniger viel wie nur Eiven und je schwacher waren unsere Muskeln. Übung ist die Schlüssel. Dat deed nicht wat uit, wo zij uitleeft die vandaag best. Wann du anfangen warst, an dein Verhältnis zu schaffen, warst du dat sein, dat je viele en Erfahrungen, wat du dachtst, dat die für immer weg wären, waren abstonen. Ein Daunt, wo du feilst, aber lot die Gefeile, die nicht nur falsche Entscheidungen leiden. Wann du auch schlechte Gefeile je in deinem Partner hast, aber die Gefeile waren anderen, wann du Gott sein gebaut, vereinigt zu sein, befallen warst. Vielleicht sagst du jen an, nee, mir dat leid, ich glaub bloß nicht, dat het jemals schaffen wird. Ich will mich von erscheiden und mit mein Leben wiedermachen. Ich verstehe die Gefeile, aber darf ich dir was sagen? Wenn du dich scheidst, wirst du die sehr wahrscheinlich weiter befrieren. Wenn du dat tust, wirst du viel Anstrengungen machen, einen Mann oder eine Frau zu gewinnen. Wenn du dann erst weiter befreit bist, wird die Anregung von der Ehe jünd weiter fernstutz getragen. Aber der Tag wird kommen, kriegst du aus in deine Ferien-Ehe, wo het Arbeit en Trüht handgeven und nicht bloß Gefeile brocken wird, dat Verhältnis zu holen. Würde es nicht einfacher sein, mit dem Partner, was du nu hast, frisch anzufangen? Wieso wirst nicht kriegt, du wo du bist, die dat Abgabe machen, die schwere Arbeit zu tun, was nötig ist, dein Ehe Verhältnis zu ernähren. Du kannst viel hastiger und leichter mit dein Leben wiederkommen, als in ein anderes Verhältnis nur eine weidauernde Scheidung. Du wirst die Eier oder Lothar verpflichten müssen, an dort zu schaffen, wenn du jemals eine Frau-Ehe haben wirst. Wieso wirst du dort Unvermeidliche wieder schieben? Schieb das nicht ab, nur Marien, was du von dort daunen sollst. Ein Mann, wat ich rot gebe, wie 7-mal befreit gewast, und wie mit Taub seine 8. Früh zu frieren. Die Ursache für seine viele verfallende Verhältnisse wie seine Anwälligkeit an der Ehe zu schaffen. Hij traf jemand, redet sich ab wie ein Aar, fried Aar, en für ein Stout geschafft het fein, aber dann fangen die Probleme an, und zu guter Letzt leidt hij sich von scheiden. Wann Trouble anfangt, en de steht, dat hij daran schafft, ran hij doch von weg, oder dacht wins so. Aber damit mögt hij sich dat bloß sichern, dat hij ständig Probleme haben wird. Der einzige Weg, ein Problem loszuwerden, ist dort zu leisen. Nicht dort nicht beachten oder sich davon scheiden. Für ich ein Port vom Dienst an der Kirche ward, schafft ich für meinen Vater an das Geschäft von elektronischen Sachen und elektrische Händigkeiten für das Haus. Wir hatten einen Kaufmann, wat bei uns am Groten ankauft, und wir hatten am all 4 Jahren gekannt. Hij wie ein durchschnittlich gut aussehender Mann von 51 Jahren. Aber an einem Tag kam er an uns Stuhl an und dann leitet ganz anders. Hij wie 30 Pfund leichter und wir krank gekämmt und fein krank gekleidet. Als ich ihm sag, seht ich tam, Mensch, kijk mal, die sieht ja ganz fein. Als Antwort seht hij, na, meine Ehescheidung ward für ein paar Monate vor dich und ich dacht,
dat wanneer ik jemals een andere Früh haben will, würde ich mich wel zellen ganz op ihrens verbeteren. Dat eerste, wat ik dan dacht, als hij dat zegt, wir. Ik wonder of zijn Ehe wordt vervallen zijn, wanneer hij die levenskraft aan zijn Ferien Früh angewandt had, wat hij nu aan een toekomstje aanwandt. Als hij met zijn eerste Früh befried weer, leidt hem gewöhnlich. Aber nu, dat hij ware op een stab speelt, wie hij wellig ware te schaffen. Wo kommt dat? Dat wie wellig zijn schwarte schaffen am ganz fremde Menschen versuchen te beeindrucken, aber sind nicht wellig te schaffen am die te gefallen, wat wie ver Gott versprochen haben, für das ewige Port von uns Leben zu leben und zu schätzen. Vielleicht denkt wir, du verstehst nicht. Ich weiß, dass es Unrecht ist, aber ich habe ein uneheliches Verhältnis gehabt. Ich habe in mein ganzes Leben noch keinmal so eine große Leib erfahren. Wir kommen so gut gelangt. Ich habe noch niemals über jemand so gefeilt als das, und so muss das Gott sein Willen für mein Leben sein. Nur dem, dass ich das Verhältnis erfahren habe, weiß ich nicht, ob ich jemals weiter wird können zufrieden sein mit meinen Partner. Wenn das deine Situation beschrift, lot mir die das sagen. Uneheliche Verhältnisse sind immer Unrecht in Gott seine Augen, und die sind verstörend. Die lösen keinen seine Probleme und weilen eine Welt voll Trouble ab für alle, was das betrifft. Ein Don't, wat für gute Gefühle du durch so ein Verhältnis erforscht, oder wo viel Sinn du läufst, dat deine Ursachen machen, uneheliche Verhältnisse sind keinmal von Gott. Und noch eins, irgendein Verhältnis, was durch ein uneheliches Verhältnis anfängt, ist auf sehr unsicherer Grund. Bekijk das mal so. Wenn du diese Person, mit welcher du nu in Life bist, durch ein uneheliches Verhältnis getroffen hast, was mag die denken, dass diese Person die treu sein wird? Und wenn die scheinige Fehler abhören worden und die Arbeit wird anfangen mochten, und das Zeitpunkt kommt in jeder Verhältnis euer oder Lothar, was mag die denken, dass die Geleibter das mit die besser durcharbeiten wird als mit den Ferienpartner? War klug. Sinn löst keinmal irgendwems Probleme. Dat braut bloß nie Probleme en größere Probleme uit. Ein Don't, wat der Zustand von deinen Eier nu ist, wenn die Gott daran schaffen wirst, deinen Partner zu leben und seine oder ihre Bedürfnisse zu erfüllen, sogar wenn der Partner dort verdient hat, wirst du einen wirklichen Unterschied an deinen Eier anfangen zu sein. Beter noch, wenn beide Partner sich dort zur Abgabe machen, alle Tag schwor an die Eier zu schaffen, und die Folgen waren unglaublich gut sein. Meine Früher und ich weiten, dass es so ist, wie ein Wiederprozess durchgelebt haben. Uns trouble die Arbeit gar nicht, was wir für uns untereinander tun. Wir kicken dort an als eine Freude. Ich weiß kehren, was meine Bedürfnisse auf einen kraftigen und prioritären Weg erfüllen, und kehren weiß dasselbe von mir. Was für ein wundervoller Weg zum Leben und was für ein bestehender und zufriedenstellender Weg zum Leben. Wenn du dich am Kartenplan zu befrieren oder jung befried bist, lot deine Eier bitte nicht an einen gleichalten Schloop rutschen. Und schlut kriegt nu, dass dein Partner die rechte Person für die ist, und dass du von nu an schaffen wirst, um oder arm Frau in der Feld zu holen. Wenn je viele kommen und gehen, wo je jünt an ein faste, zufriedenstellende Verhältnis erfreien, und je worden starke und diepe zufriedenstellende Gefühle erfahren. Dat ist wirklich so, dass an jene Eier schaffen, dat sicher macht, dat gesunde Gefühle fortner und beständig durchsennen worden, als wenn je Freiheit geben, dat jene Eier gefühlsmäßig ohne Ziel wiedergeht. Aber vielleicht sind die auf so einer Stelle, wo je jene Gefühle für jünt einander verlieren oder all verloren haben. Vielleicht habt ihr einander in dem Prozess verwunden verletzt. Wenn das ist, wo je sind und je wollen jene Eier geheilt und wahrer gestellt haben, haft Gott einen dreistaubigen Plan, um die erste Leib und die Gefühle von jen Verhältnis wahrer herzustellen. Das ist ein garantierter Weg, wie ihn dort in der Bibel zu finden ist. Das gute Ding von Gott sein Plan ist, dass wenn er uns gebet wird zu tun, lehrt er uns auch immer wo dort zu tun, und durch seinen Heiligen Geist gibt er uns die Kraft, dort zu erreichen. 3 Stufen zur der Ernährung. In Offenbarung 2, Vers 5 redet Jesus zu der Gemeinde in Ephesus über den mangelnden Zustand von ihr Verhältnis mit ihm. Wat einmal eine starke und reiche Leife am wir, keilt nie auf. Dorab geeft Jesus eine Lehre, um ihre Leife am wahre herzustellen. Hier ist der dreistaubiger Plan, wat Jesus der ephesische Christen geeft, um ihre brennende Leife am wahre zu ernähren. Denk daran, wovon du gefallen bist, kie arm und da wahre, wat du am Anfang teitst. Dieselbe 3 Stufen waren die Leif von irgendein paar Heilen in Erwachen. Dat sind, Nummer 1, denk daran, wovon du gefallen bist.
Als nieuwe Christen sind wir wirklich meest irgendwas te doen om Christus te dienen. Wir sind die braafste Evangelisten und können dort nicht aufhören, Gott ab jeder Gelegenheit, was wir kriegen, zu dienen. Aber indem die Zeit wieder geht, fangen andere Dinge an, um unsere Aufmerksamkeit zu werben. Wenn wir nur geben, und die meisten von uns tun dort nochmal, fingen wir uns dabei, dass wir Gott gegenüber aufteilen. Die meisten Menschen denken, dass das bloß einfach ein neues Port ist von Riepen, was jeder Christ erfahren muss. Aber Jesus nahm dort den Sinn von die erste Leife am verlieren. Er weiß auch, wo so wir die verloren haben. Wir hören ab, an uns Verhältnis zu schaffen und dort als unsere erste Priorität zu beschützen. Dort ist interessant, dass Jesus nicht sieht, dass wir irgendeine Art von Gefeile abarbeiten sollen, um unser Leben am Wahre herzustellen. Er weiß dort, dass die wirkliche Kraft von unserem Leben nicht Gefeile sind. Er weiß, dass das eine Entscheidung von unseren Willen ist. In Wirklichkeit ist das Wort, was am meisten gebraucht wird in der Bibel für Leib, das griechische Wort Agape, und dort bedeutet eine Verpflichtung zu leben und das Rechte für Seswim zu tun, ein Down ohne Wort für Umstände oder Gefeile. Gott seine Mut und Grund für Leib als eine Verpflichtung für den anderen sein Beste zu streben, ein Down wo du feilst. Wenn Gefeile auch vorken gut und recht sind, aber aus Grund für ein Verhältnis sind die Anteil verlässlich. Gefeile sind ein harter Wert in deinem Leben. Wenn du einmal dort denkst, wo du die noch feilst, wird dein Leben ein lasterhafter Draht von Weidagen durcheinander worden. Wenn du eine Entscheidung machst, dort zu tun, was recht ist, ein Down wo du feilst, wird dein Leben gesehnt und sicher sein. Jesus wisst diese Wahrheit und daher seht er zu den Epheser, dass sie daran denken sollen, wovon sie gefallen wären. Ein anderer wird, er will, dass sie sich an ihre Worte am Anfang von ihrer Verpflichtung zu ihm erinnern sollen, als ihre Leib so stark wird. Er versagt, gar nicht durch zu bringen, dass sie an ihre Gefeile denken sollen. Er will, dass sie an ihre Worte denken sollen. Angewandt an die Ehe, bedient das erste Schritt, daran zu denken, was das für freie Einzelheiten wären, die Frauen geben de Doten am Anfang, als das Verhältnis so abbrechend und erfällend wird. Hast noch beholen, wo du die andere Person so erst und so feinfeilend wirst, und was du verrät hast? Hast noch beholen, wo die Kleinigkeiten deitst, um dich zu beeindrucken? Hast noch beholen, wo je beide den ganzen Tag an einander dachten, und verabkickten und reidmucken für jene Tiden, wat je wollen taub sein? Wenn du beholen hast, ob wat für Doten deine erste Leib gebüht wir, dann bist reid für Staub 2. Staub 2, kehr am. Dat Wort amkehren bedeutet Krieg dort, amwengen, en andere Weg gehen. Dat dient an, dat wir den anrechten Weg gehen in unsere Richtung ändern müssen. Wenn wir die erste Leib verlieren, wat wir für unsere Partner haben, soll dat klar sein, dat wir wat anrecht tun oder in eine andere Richtung gehen als vorher. Daher muss wir Richtung ändern oder amkehren, um geheilt zu werden. Wenn Jesus uns sagt, dat wir amkehren sollen, meint er das. Denk an die brennende Doten und rechte Anstellungen, wat du am Anfang von dem Verhältnis beweist, und dann ändere die Doten und Anstellungen, wat du nu hast, wat anders sind, als die, wat du am Anfang von dem Verhältnis hast. Wort amkehren besteht aus 3 Dinge. Nummer 1, die Wahrheit erkennen, Offenbarung. Nummer 2, Taustonen, dat du arg wirst, bekennen. Und Nummer 3, deine Richtung anstellen, die Dod. Wenn das Zustand die beschrift, wenn du deinen gegenwärtigen Zustand mit deinen Anfangszustand vergleichst, in welche geworden bist, die für das Arrecht verantwortlich zu machen, indem dat du amkehrst, dann kannst du den Prozess von Wiederherstellung vor dich machen, mit Staub 3. Staub 3, da war, was du am Anfang teilst. Bemerkt dort, dass Jesus keine Gefeile von uns verlangt. Er sagt gar nicht, du, Arbeit kriegt nu mal gaude deipe Gefeile ab für mich. Das best an deipen Trouble. Er sieht, die Epheser, sie sollen so ne Doten daunen, als sie haben, als ihr Verhältnis mit am Jung wir. Da die Zeit und Lebenskraft in das Verhältnis investieren, ein Daunt, wo die in das Prozess feilst. Die positive Gefeile in die erste Leib waren kommen, wann die Worten gedonen sind. Krieg so aus dann, als das Verhältnis nie wir. Als wir das Heilungsprozess in unserer Ehe anfangen, leider hält jetzt mir nur diese Schrift steht, en seht mi, ik soll kehren mit Lebenskraft en feinfeilend nogonen, krieg so als ik dat am Anfang gedonen had. Dat einzige Problem wir, dat ik all meine Gefeile verloren had. Wann wir ook bose deiden to ons einander en ons amtzeich vergaven, weil wir beide ab ihrens nur terugholen von ons ware opstalen. An dem Zeitpunkt von unserer Ehe, weil wir uns nur jähen holen. Wir mussten wat doen.
Wir mussten doten daunen, aber an sich viele sehen uns, dass wir nicht wat daunen sollen, oder dass wir das Arechte daunen sollen. Wir mussten einfach abhören, nur unsere angesunde, verwunde Gefeile zu horchen, und anfangen, Gottes Wort zu gehorchen. Wenn wir zu derselben Zeit beide auch keine positive oder gute Gefeile haben, fangen wir doch füreinander an, die Dinge zu tun, was recht wären. Was kommt daraus? Nur bloß ein paar Tage fangen wir an, bedeutsame Änderungen in uns Verhältnis und in unsere Gefeile zu machen. Nur ein paar Monate wie unser Ehe anders und deib zufriedenstellend. Nur ein paar Jahre wie wir weit über alle Hecht und alle Typen von Leben, was wir jemals erfahren haben. Ich will nicht den Eindruck machen, dass wir von dann keine Probleme oder troublende Dinge an unserer Ehe erlebt haben. Wenn du den Eindruck kriegst, dass wir eher menschlich sind oder irgendwie anders als du, wirst du vielleicht denken, dass wir diesen Erfolg gehabt haben, wenn wir besonders was können oder dass Gott eine besondere Tod teilt. Wir sind Krieg so als du. Wenn Gott es mit uns tun kann und wird er dort für irgendwas vom tun und du mit an. Ich kann unsere Geschichte Krieg nu mit dir mitteilen, nicht wegen wer wir sind oder was wir getan haben, aber wer in Gott sein Wort Wahrheit ist und er treu ist. Wenn du von dort anfangen wirst, sein Gebot zu gehorchen und die mit deinen Partner zu vereinigen und an dein Verhältnis zu arbeiten, wo je danach wat Probleme haben. Aber wenn je fast und gehorsam blieben, waren jene Probleme weniger waren, und dat wordt leichter sein, die zu überkommen, und deine Sehnungen waren grater und erfreulicher worden. Wir haben nu und da noch Herausforderungen, aber wir haben wenige bedeutsame Dinge, wo wir nicht hauptstemmen, und wann wir tun, können wir die durcharbeiten, ohne unser Leben zu vertrauen und einander zu schaden. Das ist eine große Ändernis von euer. Wir haben so viel Scheinwohnen taub und so viele Sehnungen in unser Lebens, und das ist allerwegen die Kraft und Wahrheit von Gott sein Wort, was täglich an unserer eigenen Arbeit. Mag vandaag eine Verpflichtung an den Verhältnis zu arbeiten, indem dat die alle arechte Information von der Welt in ihre falsche Sort von Leib rückschmitzt. Die kosten ein eigen Leben, wo Leib und Zufriedenheit die Regel sind und nicht die Ausnahme. Das hängt alle davon ab, was du wirklich bist, Gott sein Gebot mit deinen Partner vereinigt zu sein, zu gehorchen. Wenn du die Entscheidung machst, deinen Partner mit Lebenskraft und Fleet not zu gehen, wirst du bald anwaren, dass es ein Werk von Leib ist, und wenn du bald gebunden wirst sein, nicht eine schwere, quälende Arbeit. Du wirst die wundervolle Wahrheit erfahren, dass die Ehe alledach stärker und immer zufriedenstellender wird, wenn du dort Gott seinen Weg tust. Alle schwere Arbeit bringt Verdienst, aber Lade wird loten einem Arm. Sprecher 14, Vers 23. Dankeschön für noch das Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Ich wünsche, dass das eine Halb sein für dich und eine Hoffnung, zum eine stärkere Eihe bauen.